Servus Leute, ich bin der Renton Ich bin der Kai. und wir versuchen jetzt die Schlange oben zu erledigen und gehen wieder zu den Huntern, die uns zweimal relativ gut in den Arsch getreten haben. Am Controller diesmal der Renton, weil er mir nicht mehr vertraut. Ich vertraue ihm nicht mehr, ne. Also das Thema ist jetzt gegessen. Vielleicht darf ich nochmal spielen. Ja, natürlich, ne, wir waren jetzt ein Stündchen weg, haben was gegessen. Es geht jetzt weiter, wir sind immer noch im selben Playthrough. Und ich würde sagen, ich gehe direkt weiter, anstatt die anderen zwei zu killen. Und ja, ich hoffe, dass hier jetzt keiner drin ist. Bin mir nicht sicher. Sieht In gut dem aus. Raum nicht. Und im nächsten Raum, Es müsste jetzt nur noch einen Raum geben für den Helmet Key, oder? ja, ich mein. Jetzt wird es noch mal heiß. Stimmt, wir müssen das Piano untersuchen und dann kommt die Schlange. Genau. Und diesmal müssen wir sie wirklich killen. Führt kein Weg drauf vorbei. Die hat jetzt mal da noch mal gesehen. Sieht aus, als wäre die Decke aus Papier. Beziehungsweise die Boden. Ja, die kann ich gut ausstellen. Jetzt haben wir sie, oder? Ja. Ja. Ei, Gott sei Dank! Willst du die Pistole mit runternehmen oder laufen da Zombies rum? Weißt du noch, was da unten ist? Ja, da laufen ein paar Zombies rum. Laufen nach Hunter rum? Ich kann es nicht beschwören. Was nehmen wir mit? Lauf jetzt einfach mal runter. So viele Zombies sind das nicht. Und ich glaube, an ein paar kannst du sogar vorbeilaufen. So, das was ich gemeint habe. Jetzt hast du einfach mal im Haus so ein Grabstell liegen, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich die Schwester oder sowas altbetoniert. Ist auch die Wand, finde ich, detailreich gemacht und alles. Ja, also das ist echt, für die damalige Verhältnisse ist das echt gut gewesen. Ja, klar. Und wann war das? 1996, 98 schon? Ich glaube das Haus? 96, ja. Das war halt einfach ein Durchbruch. Wir fanden das damals auch ultra realistisch. Ich weiß noch, wie wir damals gemeint haben, das ist ja schon fast echt. Und 3 Konsole-Generationen danach sieht es immer noch nicht ganz echt aus. Tja. Du musst dich gerade mal ein bisschen husten. Da hat man dann als 10-jähriger Bu, Muss ich die zwei killen? Liegt da hinten irgendwas? wenn dann ein Magazin, aber das ist Das ist die Munition nicht wert, die steht für Verbrauch wahrscheinlich. eben. Da holt man dann auch so komische Gedanken, da spielt man mal Doom und dann spielt man mal Resident Evil und dann guckt man mal Tanz der Teufel. Und dann stellt man sich die Frage, wenn ich irgendwas sein müsste, wo wäre ich lieber? Wo hätte ich eher überleben? Resident Evil, Tanz der Teufel oder Doom? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wäre am liebsten in Doom. Einfach weil ich mal die BFG abfeuern will. Ja, aber ich glaube, in Doom hättest du gleich verrecken. Also, Wo kommst du hier hin? da kommst du jetzt die Treppe hoch und dann bist du wieder In dem Flur. in dem Flur vom Anfang. Ja, aber überleg das mal, Doom, Alter. Überall die Gegner, die Imps, die Demons, die Spectres, die Barons of Hell, die täten dich so arg pone. Oh, und die Lost Souls, ne? Und die Lost Souls. Das war jetzt dumm, ey. Caution.
Und die Lava und die Säure, wo überall rumliegt. Und hinter jeder Ecke wollen sie dich einfach nur ficken. Das ist. Ach scheiße, ich hätte Schlüssel aber benutzen können, oder? Dann wäre er fort. Das kann möglich sein. Oder wollte ich nicht einfach nur von der anderen Seite verschlossen? Ich weiß es nicht mehr. Guck mal doch mal noch. Was war hier unten nochmal? War doch nicht so Bibliothek oder sowas? Ja, da kommt die Bibliothek und findest ja noch die Modisks, die du dann für später brauchst. Und die Batterie. Wir dürfen nicht vergessen, nochmal ins andere obere Stockwerk laufen und diesen roten Diamant zu holen. Weil es ist schon von Vorteil, wenn man das Spiel mit der Magnum beendet. Hast du geguckt, ob was in dem Mikro drin liegt? Vielleicht ein Magazin oder so? Mhm. Habe ich nicht nachgeguckt. Du weißt, das ist ein Alexander absurdeste Orte. Okay, da ist nix. Okay, you unlocked it. Gut, genug Platz im Inventar habe ich auch noch. Das Problem ist halt, dass ich die Schrotflinte jetzt dabei habe, ne? Mhm. Naja, du hast jetzt die Möglichkeit, an die Kiste zurückzulaufen. Wo noch ein Hunter ist auf dem Weg. Ja, ich glaube, ich mach's. Ich glaube, ich mach's und hol die Pistole. Vorausgesetzt, ohne ist kein Hunter, das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Also ich meine, in der Bibliothek, in dem Stockwerk, dürften nur Zombies sein. Ah, du Drecksau! Guck, das habe ich gemerkt mit dem Kamerawinkel, die sind teilweise echt Ja, ja. zu beschissen. Oh, fuck. Wie viel Platz hast du nur noch im Inventar? 3, glaube ich. Weil dann könnte man noch ein paar Kräuter herstellen und die anderen die Kiste, die hinter in dem... Ja, aber das sind jetzt 3 Hunter, ne? 3. Ich glaube, ja. Minimum. Machst du kalt. Und wenn ich sterb? Stirbst halt. Ah, oh Mann. Das heißt ja auch Survival Horror. Du musst ja sowieso den Weg freiräumen, weil du dann nur eine Anomalie musst für die Magnum. Stimmt. Boah. Oh, und ich hab nicht mehr viel Munition. Waren doch jetzt nicht 2, oder? Das waren nur 2, ja. Aber in dem anderen Gang sind definitiv auch noch mal 2. Mhm. Und ich glaube, ich laufe da einfach nicht entlang, oder? Besser wär's. Ja, aber da ist der Safe Room, ne? Da ist ein Safe Room, ja. Und oben ist auch gleich der Raum mit dem roten Stern. Das heißt, du musst dich eigentlich da durchkämpfen. Ich muss mich da durchkämpfen. Wenn du die Magnum als Belohnung haben willst. Oh Gott. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich speichere dann in dem Safe Room nochmal. Mhm. Weil wir haben jetzt so viel Gegner erledigt. Ich überlege gerade, wo noch Munition. Also es sind definitiv noch 2 Shotgun-Boxen in der Bibliothek bzw. in dem Stockwerk in so einem Raum. Okay. Und ich glaube Magnum Rounds kriegst du da auch.
Also pass auf, hier sind definitiv 2 Stück drin. Dann versuch doch an deine vorbeizurennen. In den Safe-Raum. Die Gelegenheit wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und vom Safe-Raum dann in die Treppkleine. Aber müssten aber auch noch welche sein, ne? Boah, die sind überall. Die sind überall. Die sind auch in dem Gang, wo die Hunde drin waren, sind auch noch Hunter. Und in der Passage kommen auch noch Hunter, wo sag mal's. Wo auch die Tür war zu dem Raum, wo die Decke runterkommt. Ich tät unbedingt noch Small Keys mitnehmen. Wir hätten nur noch Endspeicherplatz. Dann tät ich den jetzt noch nicht benutzen. Oder? Dann leck dir lieber noch Small, nimm lieber nochmal ein Mixed Herb mit oder irgendwas. Und noch einen kleinen Schlüssel. Weil wir brauchen die Munition, die wir jetzt noch finden, die brauchen wir auch noch. Ach du Scheiße, ey. Hast du jetzt einen kleinen Schlüssel mitgenommen? Ja, Anna habe ich dabei, glaube ich. Yep. Oh, wo liegen noch Farbbänder oder sowas? Haben wir die aus dem Kittel mitgenommen? Fuck. Ah, super. Waren das alle Schlüssel? Das waren alle Schlüssel, ja. Und zwar musst du da jetzt die... Hä, liegt doch nicht. Gut. Jetzt musst du nochmal runter an die Kiste laufen. Warum? Weil du musst jetzt die Treppe... das sind die Befehle an der Wesker. Du musst jetzt die Treppe unter das Geweih, also unter den Elchkopf schieben und dann das Licht ausmachen. Und dann siehst du... Ich guck mal, ob ich noch ein einzelnes Kraut benutze oder so. Oh, da rennt ja immer noch, da rennt ja noch ein Hunter rum, ey. Ah! Ja, allerdings, den kannst du dir echt sparen. Ja, ja, da muss ich schon nicht lang. Nö. Außer wir wollten die Kräuter von draußen. Die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir finden noch so viel Kräuter. Wir haben ja auch noch einiges in der Kiste. Magnum Rounds weg. Ja, ich kombiniere die gleich. Ich kombiniere gleich. Wenn ich es finde. Na. So, alles klar. Jetzt hole ich den Diamant und hole dann gleich die Magnum. Und Legst du dann wieder in der Kiste ab. leg die wieder in der Kiste ab. Ich bin echt am Überlegen, ob wir nicht hier speichern sollten, dann doch.
Und dann das nächste Mal halt erst, wenn wir wieder ein Increment finden. Ich date erstmal nicht speichern, sondern auf die Pistole überwechseln und dann diese Bibliothekspassage machen. Und soweit ich mich erinnere, kommen da definitiv noch Zombies. Und sieht er? Tada! Elch Terminator. Der Elch Terminator. Ui. Ganz schön anstrengend, ey. Vor allem, wenn man die Hunter hört. Und du denkst immer, oh ne, bitte nicht. Scheiße. Das ist schon heute noch beklemmend. Ja. Vor allem, weil sie dich halt auch so schnell umbringen kann. Stellst du die Pistole mit mir? Die Pistole? Ich hol doch jetzt erstmal. Ach so. Ja, das kannst du auch auf dem Rückweg machen. Ja, ich hol jetzt erstmal die Colt. Mhm. Dann haben wir die Colt, die ist komplett geladen. Ne? Ja. Ich könnte da noch eine rote Pflanze mitnehmen hin aus dem Raum, dann kann ich noch eine grün-rote Pflanze herstellen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Toodaloo! Colt. Boah, ich bin echt am... Du denkst wirklich zuerst die Bibliothek? Ja. Ich hab echt Schiss, Mann. Ich glaub aber, jetzt mal ohne Scheiß, Resident Evil 2 tät mir einfacher fallen, nochmal durchzuspielen jetzt. Ohne Neues Vorwissen, sag ich mal. Ich hab schon alles genommen, Kacke. Ich finde es auf vielerlei Hinsicht ist es einfacher. Die Steuerung wird optimiert. Du weißt eindeutiger, wann du kurz im Verrecken bist, weil du einfach dieses Schadensmodell hast. Und ich finde, du kriegst daran viele Stellen Sehr unter die Arme gegriffen. ja. Du kriegst auch viel Munition, finde ich. Klar, wenn es erst mal durchspielst, kann es knapp werden. Ist halt dann je nachdem nochmal ein anderes Spiel mit dem Szenario 2 und So, mit der Ausrüstung würde ich schon losziehen, ne? nee, nimm Ach, die Pistole, sorry. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden in der Bibliothek doch noch Increments. Ja, das kann gut möglich sein. Wie gesagt, du findest noch Munition, du findest die Batterie und wenn mich nicht alles täuscht, auch noch so Modisk. Und kann sein, dass wir mehrmals laufen müssen, ne? Mhm. Gut, aber ich schlaf lieber mehrmals, als nichts dabei zu haben und zu sterben. Ja. Und was war, du musst die Rebecca nochmal retten später? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Weil du vorhin gesagt hast, den zweiten Raum, wo der Hunter drin war, dass du den freimachen willst, weil du nochmal durch musst, um schneller zu sein. Ja, ich weiß nicht, ob das nur im Remake war. Auf alle Fälle gibt's da Szenen, da musst du die Rebecca retten vor dem Hunter.
Okay, also hier war nix. Im Schrank vielleicht? Im Herd liegt noch was drin, oder? Moment. Sieht alles schlecht aus. Das sieht überhaupt so alt und schimmelig aus. So. Da gab's nur das Beste. Ich würde mir gerne wissen, wie lange das Haus jetzt da schon leer war. Wie lange die Zombies da schon unterwegs sind. Bestimmt 2 Stunden. Ja. Alles dreckig gemacht. Und rostig. Ich kenne mich da ohne gar nicht mehr aus. Ah, guck mal da. Ich jetzt sage, ich nehme das gleich und bring's direkt nuff, oder? Mhm. Weil wir können jetzt eh nichts mehr aufnehmen. Nee. Theoretisch können wir jetzt hier schon in die Katakombe, ne? Theoretisch. Aber wir brauchen noch die Modisk, um das super gute Ending zu kriegen. Genau, weil wir können nur mit den entschlüsselten Modisks die Chill aus dem Knast holen. Ja, die sind knascht. Ich glaube, das hat man nämlich gehört. Gut. Ja, eigentlich haben wir auch nicht abgesprochen, ne, ob wir spoilern. So Das ist jetzt eh vorbei. Das ist vorbei, ne? Also es gibt einen zweiten Teil. Geht sogar mittlerweile 6 oder 7. Ja, eigentlich noch mehr. Wann datest du vor dem Courtyard speichern? In dem Safehouse, aber bei den Bildern, ne? Ja. Allerdings gibt es im Courtyard auch Schreibmaschinen. Aber es ist noch anders. Also musst du wissen, was dir lieber ist. Ne, ich gehe lieber auf Nummer sicher, als dass ich wirklich alles hier jetzt nochmal machen muss. Bap. Kommen da unten nicht irgendwie voll viel Zombies auf einmal? Wo? Da in der Bibliothek? Ja, das kann sein. Also einer steht schon weg, ne? 2 sind weg, einer oder 2. Puh, alles klar. Ja, jetzt haben wir aber schon wieder einiges an Munition gekriegt. Dass alles auf einen Schlag weg sein kann, wenn ich sterbe. Egal, wenn wir irgendwo einen Hunter sehen, drehe ich einfach rum. Hol die Schrotflinte und... Das sollte ich ja schaffen mit dem Health Spray, was wir drin haben. Ja. Das war ja beim Remake der Witz, ne? Da ist die Schlange nochmal in die Bibliothek gekommen. Echt? Hast du 3-mal gegen die kämpfen müssen? Nee, 2-mal, aber die ist dann halt einfach in die Bibliothek gekommen und da war es halt auch viel enger und so. Das war ja das Schöne am Remake, da waren noch so viele Zusatzräume und anders da auch geordnet. Das hätte ich mal gerne wieder spielen. Das Remake? Ja, so richtig. Ich hab's bestellt für die Wii, wenn es da ist und ich die Wii wieder hab, weil die habe ich im Moment verliehen. Könnte man das ja auch mal spielen. Dann machen wir ein nice Let's Play. Sehr, sehr gerne. Allerdings werden wir dann für das Let's Play noch länger brauchen, ne? Da war man Rekord einmal 2 Stunden, aber da weiß ich schon wirklich gar nichts mehr. Ich wollte gerade, ja deswegen, weil man weiß ja überhaupt nichts mehr.
Und ich kenn's ja generell überhaupt nicht. Ich hab mal den Anfang von so einem Longplay im Internet geguckt. Das war ganz interessant, aber ja. Ja, dann würde ich sagen, spielst du nicht ohne mich. Oh Gott. Ah, guck mal da hin. Kann es sein, dass sich die grünen Zombies auch ein bisschen schneller bewegen als die weißen? Ganz leicht, ja. Habe ich das Gefühl, ganz leicht. Okay, jetzt gucke ich erstmal hier. Ah, da fahr ich ja schon. Da hinten wird nichts sein, ne? Nee, aber ich glaube, da um die Ecke war noch ein Raum, oder? Ich guck gleich. Hinterm Aufzug. Ja. Gut, wir sind in der Bibliothek. The desk is locked. Jawohl. Und jetzt gibt's 100 pro Shot. Ah! Besser. Besser. Also bisher haben wir unsere Schlüssel schlau eingesetzt. Mhm. Als hätte ich's geahnt. Ich habe also das Gefühl gehabt, für die Zombies hätten sie bessere Synchronsprecher eingestellt als wie für die Hauptfigur. Die klingen so richtig schön überzeugend. Jetzt bin ich echt erschrocken, ey. Leck mich am Arsch. Also ich kann das bezeugen, dem ist gerade echt die Klammer gegangen neben mir. Ja, ich hab mich eingeschissen. So, wo ist die Modisk? Geh jetzt mal nicht durch die Tür, sondern verrück jetzt mal diesen Schrank erstmal. Und es war die falsche Richtung, ne? Ich weiß nicht, hast du den Boden abgeklickt? Ja. Ja, war definitiv die falsche Richtung. Und du kannst nicht von der unteren Seite aufschieben? Doch, das geht. Geht wahrscheinlich. Aber... Ach so, ja. Ich meine, jetzt ist es ja eh wieder resettet. Und immerhin einer hinter dir her. Ja, die machen immer sauber. Mhm. Es rahmt, also der Kai hat jetzt gesagt, es rahmt immer einer hinter mir her. Na? Ach, guck mal da! Ja, jetzt kannst du deiner Speichersucht hinterhergehen. Ah, guck mal da ist der Heliport. Also haben wir jetzt ein Ziel. Und Munition. Wunderschön. Und wir haben Farbbänder, was bedeutet, wir können speichern, wenn wir wieder offen sind. Was wir dann auch definitiv machen. Der Speicher ist schon ganz gern ab, denn. Ich bin ein alter Abspeicherer. Ja. Das Problem ist, wir müssen noch an voll viele Hunters vorbei, ne? Weil an den Speicherstand, also da wo wir eigentlich speichern wollten, speichere ich nicht, sondern an dem anderen Save-Punkt, wo wir auf jeden Fall speichern können. Stopp. Geh, rutsch den mal. War das zu viel? Ich probier's aus, ich weiß es nicht. Ich glaub's auch schon. Genau auf den Spot musst du das nämlich stellen. Ach so. Ja gut, ich kann es ja nochmal resetten. Ja, pass auf. Der Speicherpunkt, wo wir direkt noch im Gatterhaus gespeichert haben. Da kommen wir ja nicht mehr ohne weiteres hin, weil wir sind ja dort fortgekommen, indem wir durch das Loch gegangen sind. Und du kriegst schon mit dem Chris kein Salto runtergeworfen. Das heißt, wir müssen nochmal außen rum und müssen an einer Haufe Hunter vorbei. Ich kann dir gerade nicht folgen. Ich gucke einfach mal zu, gell? Ne, pass auf. Du weißt schon noch, wo wir gespeichert haben.
Das erste Mal nach dem Haus. Wo der Wesker uns die Munition hier gelegt hat. Genau. Und da müssen wir ja wieder hier. Mhm. Und da können wir aber nicht ohne weiteres hier. Wir müssen komplett außen rum, weil wir sind quasi eine Abkürzung gegangen. Ja. Da ist er. Wunderschöne Modisk. Und jetzt gehen wir zurück und speichern da ab, wo wir eigentlich nicht speichern wollten, weil der Weg ziemlich scheiße gefährlich wird. Und wenn ich abgespeichert habe und dieser Part dann hier vorbei ist, lasse ich wieder den Kai spiele, damit ne. Oh, habe ich wieder dein Vertrauen gewonnen. ich habe so viel Angst. Ich muss jemand anderen spielen lassen. So, und du hast gedacht, dass hier. Du Arschsau! Na? Oh Gott. Was ist so? Ich weiß es nicht. Denkst du, da ist noch irgendwas von Interesse? Ich kann das echt nicht sagen. Die trifft von da aus, ne? Ja. Ach, schießt du gerade der, wo gestern? Ja! Gab's so einen Drilling? Es waren Drillinge. Der ist da noch. Ja, super. Einfach mal Munition verschwendet für nix. Na, jetzt mal den Schaff, wo kommst du denn da hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, wo du da hinkommst. Ich kann mich an die Mitra erinnern, beim besten Willen nicht. Nein. Ich weiß nur, dass ich jetzt Munition verbraten habe. Für nix und wieder nix. Jo. Die Colt brauchst du für die letzte Type von Gegner und für den Tyrant, ne? Ja, aber du kannst auch so in die Katakombe kannst vielleicht auch ein paar Schüsse mit abgeben. Oder ich. Oder du. Okay, Ziel. Wir kommen doch definitiv nicht mehr auf, ne? Oder schmeißt uns die Rebecca irgendwie. Ich weiß nicht, geht doch mal durch dir. Ja, das sind dann aber wieder zwei Zombies, ne? Ja. Kommt durch eine Cutscene. Was noch eine Cutscene? Ja, da kommt noch eine Cutscene jetzt, glaube ich. Hier kommt ein Zombie die Treppe runter. Das haben wir doch schon gehabt. Echt? Ja! Schon nicht aufgepasst. Ne. Die Cutscene haben wir schon gehabt, ohne Scheiß jetzt. Aha. Weil der Zombie die Treppe runter ist. Ja! Wo lachst du jetzt hier? Das ist ja das, wo ich wissen will, ob man nochmal aufkommt. Ob die Ach Rebecca so. unser Seil hochwirft. Runterwirft. Das weiß ich nicht. Passiert das mit der Jill? Ja. Mit der Jill wirft dir der Barry ein Seil runter. Der ist jetzt kaputt. Das sollte jetzt wirklich keiner kennen. Ist er jetzt kaputt so, wenn du mit dem Chris spielst? Ich weiß nicht, stirbt. Ich glaub nicht, weil die Fans schreien, dass sie in dem nächsten Resident Evil wieder den Barry haben wollen. Okay. Von daher muss er wahrscheinlich überleben. Ja, jo, überlebt er. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was die offizielle Timeline ist, ob es die von Jill ist, von der Jill oder von Chris, ne? Genau. Weil wenn du ja mit Jill spielst, ist der Chris im Knast. Da ist der im Knast, man muss den rausholen, ja. Der halt aber auch erklären, warum die Rebecca niemals mehr irgendwo erscheint.
Aber Capcom muss was gesagt haben, weil denn sich ja auch zum Zweier geäußert. Die haben nur gesagt, dass Claire A und Leon B die offizielle Timeline ist bei Resident Evil 2. Was irgendwie ein bisschen blöd ist, weil die Claire ja die CD2 ist. Ja. Das haben sie vergeigt. Also ich hab mal Resident Evil Comics gehabt. Und da war der Barry dann auch noch am Leben. Aber er war ziemlich kaputt im Kopf, weil er halt im Wesker konnte. Und Was wir jetzt auch gespoilert haben. Der Wesker ist der Böse. ja, der Wesker ist der Böse. Ja, genau. Und ich glaube, im Dreier wärst du am Schluss von Barry gerettet mit dem Hubschrauber, kann das sein? Also man sieht ihn nicht richtig, aber du kannst davon ausgehen, dass es der Barry ist, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wollen wir schon das Feuerzeug, ne? Ich leg's nur woanders da ab. Halt. Sag mal. Ich gehe nämlich jetzt hier und leg das alles zusammen, weil sonst kommen wir durcheinander. Oder denken wir nichts mehr und haben dann in Wirklichkeit noch und. Doch, was ich jetzt vorm Speicher auf jeden Fall noch mache. Ich tausche unser Zeug gegen die Schrotflint mit Schrotflinte Munition aus. Weil das werden wir auf jeden Fall brauchen. Alles klar. Ich will jetzt gerne mal wissen, für wo der kleine Schlüssel ist, den wir jetzt noch haben. Für ohne vielleicht irgendwas. Oder in der Katakombe oder sonst was. Wir werden es sehen in der Zukunft. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir gehen jetzt noch eine rauchen und dann geht's ab. Definitiv. Bis dann, Leute. Ciao.